Hallihallo, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt der 777 Abonnenten-Special. Oh ja, ich bin ein bisschen hinterher. Das hat sich so ein paar Dinge ergeben. Aber heute machen wir auf jeden Fall mal kurz den Zwischenstand, weil wir haben auch 777.000 Aufrufe. Oder 778 wahrscheinlich. Irgendwann um den Drehpunkt haben wir 777.777 Aufrufe, nicht Abonnenten. Abonnenten wäre ich ein bisschen Mr. fleißig drücke. Aber das kriegt man auch noch irgendwann mal hin. Da bin ich mir ganz sicher, dass wir das. Aber bis dahin haben wir ein paar Nerf Battles gemacht. Also das ist so der Plan. Und wenn ihr bei dem Plan dabei sein wollt, fleißig abonniere. Und der ist der Honor, war der himmlische Blaster. Weil 666 Abonnenten Special, das ist ein teuflischer Blaster war der. Und das war der himmlische. Aber ich hab's Design noch nicht fertig, also noch könnt ihr da in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Also ich denke, da vorne gehört so Flügel noch irgendwie sowas und was weiß ich. Vielleicht halten wir das auch recht schlicht. Auf Flügel, eigentlich bloß das Teil. Der Rest relativ schlicht. Eine gewisse Eleganz. Vielleicht ein paar geschwungene, ein paar so Schweif, hier Wolke. Aber ich glaube, mache da goldener Lauf und Flügel noch. Ja, hat noch ein paar andere Probleme, warum das ein bisschen sich verzögert hat. Ich zeige euch da mal was. Das sind 3 Testdrucke. Seht ihr das? Das, ja, mein Druckerle verreckt. Und habe ich mir einen neuen Drucker gekauft, weil muss ja weitergehen. Das ist nicht arg viel besser. Und ich habe festgestellt, den Offset kann man irgendwie nicht mehr am Drucker verändern. Das hat mir auch noch Zeit gekostet. Da habe ich mir gedacht, bevor ich das Design mache und Zeugs mache, drucke ich mal da nochmal ein Magazinle raus. Weil ich glaube, den einen Deckel hat jetzt viel. Den hat jetzt viel. Das habe ich immer noch zu viel. Also, ja. Habe jetzt ein bisschen Material für Magazine. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen. Also, da habe ich dann einen Slicer rausgefunden oder so ein Add-on installiert, dass man den Offset ein bisschen korrigieren kann, dass es ein bisschen nach unten. Und siehe da, Scott. Und das hat da noch ein bisschen. Ich glaube, ich habe da bei dem auch mit der Menge rumgespielt, die rauskommt. Das hat man da den Druck dann auch noch ein bisschen. Das habe ich dann nicht geändert wieder, nachdem ich den Offset. Aber wenn es schnell gehen muss, probiert man viele Dinge auf einmal. Das ist dann nicht so geschickt. Also eigentlich sollte man immer bloß ein Parameter verändern. Und der Herr Ingenieur sollte das eigentlich auch wissen, aber das ist halt, wenn der Ingenieur mit dem Mangel an Geduld kämpft. Ja, und seht, also über Prototype wird es bei mir beim 3D-Druck wohl nicht rausgegangen. Gut, wobei das müsste das Neues sein. Ja, das ist, da haben wir das Problem. Da hat's mal, deswegen habe ich das nochmal rausgedruckt. Das ist dann. Das müsste nur vom alten Drucker sein. Ja, das Problem hatte ich beim alten Drucker immer. Und das sind nur irgendwie andere Farbe mit drin. Beim neuen Drucker habe ich bisher bloß mit der Farbdruck, das heißt, das Druckbett ist nur astrein sauber. Wie ich schon sage, also ich beschäftige mich mit der Technik so weit, dass es halt vom Prototyp langt. Und damit bin ich dann zufrieden. Habe ich jetzt. Ja, das ist jetzt. Ach nee, das sind. Ich bin gerade massiv verwirrt. Okay.
Das ist ein komplettes Magazin. Da haben wir komplettes Magazin. Das heißt, der Blaster kriegt gleich mal ein zweites Magazin. Da haben wir. Was hat's da? So. Das dürfte ziemlich gut passen. Das ist da noch die Deckel und Zeugs. Ich habe noch keine Lust, das jetzt zusammenzuschrauben. Das habe ich jetzt 4-mal gemacht. Das ist oder öfters. Also ich habe für die erste Version habe ich ein paar Prototypen oder habe ein anderer Prototyp von dem Magazin gebaut. Also das macht irgendwann mal dann keinen Spaß mehr. Also ich bin Fabrikarbeit und sowas. Das taugt mir mal von Tag oder 2. Ach, denke ich mir, jetzt habe ich das gesehen. Das weiß wie's Gott. Das kann es jemand anders machen. Das ist. Deswegen bin ich Ingenieur geworden, weil ich dachte, den Scheiß müssen wir komplett automatisieren. Das taugt nicht für das mir. Aber wir schweifen hier vom Thema, aber eigentlich ist es so ein Pflaster gegangen. Wobei das auch ein spannendes Thema ist. Also dürft mir da gerne Kommentare schreiben, wenn ihr das ausehren wollt. Da einfach. Dann machen wir da mal ein Video dazu. Oder machen wir mal. Vielleicht haben wir einen Zweitkanal. Das seht ihr vielleicht der Ingenieur. Da muss ich. Das stelle ich euch auch noch mal in den nächsten Videos vor von Zeugs, das ich noch gemacht habe. Ich habe noch ein neues Hobby entdeckt und das beansprucht jetzt momentan auch noch ein bisschen Zeit. Man hat viel zu viele Ideen im Kopf und viel zu wenig Zeit. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber also für den Kanal müsst ihr euch keine Sorge machen. Ich habe immer ein bisschen Videos vorproduziert, deswegen komme ich bis auf bei den Specials nicht in Stress. Weil das soll ein Hobby sein, soll kein Stress verursachen. Also für den ersten Schritt. Das macht der Arbeit schon genug. Das soll ein Ausgleich sein. Also wenn ich hier auch Stress hätte, wäre es ein bisschen scheiße. Und ich denke, bei dem Special seid ihr mir hoffentlich nicht sauer, wenn das ein bisschen später kommt, weil ich bin echt noch nicht dazu gekommen, das zu entwerfen. Da habe ich immer momentan irgendwie nicht so den Kopf dazu gehabt, da mich hinzuhocken und rechnen und vielleicht mache ich es heute Abend noch. Aber bietet euch die Möglichkeit, in die Kommentare zu schreiben und da Einfluss zu nehmen. Das Blaster ist ja fertig. Und ja, das mit 3D-Drucker hat ein bisschen länger gedauert alles. Das ist so ein Ding. Würdet ihr einfach den Offset mit angeben oder würdet ihr das einfach manuell verändern lassen können. Dann kann man, wenn das so die erste Schicht druckt, also die erste paar Linie zieht, sieht man, kommt sauber raus oder muss ein bisschen tiefer. Also, der Drucker gefällt mir so nicht. Das ist. Also, gut, ich habe es jetzt im Slicer geändert, das heißt, das dürfte jetzt dann passen. Aber ich verstehe das Prinzip dahinter nicht. Das ist dieselbe Marke wie vorher. Also, das ist manchmal machen sie Dinge, wo man denkt, hättest es lassen, wäre es besser gewesen. Das ist ja schön, wenn das Ding das automatisch einstellt. Aber lass mich es verändern. Also ja, das kann mal irgendjemand von euch vielleicht mal. Das ist, wie heißt der? Anycube 3 Max oder was weiß ich. Ja, können wir uns in die Kommentare austauschen, dann finde ich euch auch genau der Typ raus, wenn ihr da irgendwie vielleicht mehr Ahnung habt als ich. Und dann können wir das da mal diskutieren, wenn ihr Lust drauf habt. Und dann kommt demnächst, also wahrscheinlich wird es April, noch die Optik da dazu. Seht ihr, da seht ihr schönes Fädel. Das ist ja cool. Ein Schieberle fehlt noch. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Magazin da. Und ich habe das jetzt erklärt, weil habe ich jetzt auf 3 Folge aufpasst. Das ist nicht arg viel besser. Aber der Punkt ist, das kommt noch so dagegen. Das heißt, es taugt. Es ist okay. Also ich würde es nicht verkaufen wollen, weil da hätte ich schlechtes Gewissen, aber für mich taugt's. Also für mich ist es gut genug, für euch wäre es mir nicht gut genug, aber das ist so. Aber das ist halt der Unterschied zwischen
Das ist ja dem, was für mich taugt, da habe ich weniger Ansprüche, wie das, wenn ich dann irgendwann mal auf die Idee komme, das zu verkaufen, dann da hätte es mir halt nicht taugen. Aber da hätten wir auch mal Produktionsstätte momentan, also Produktionsstätte. Das hätte man auch nicht taugen, also von daher müsste man da einiges machen, dass man da wirklich dessen Stück zahlen. Aber er dürfte mich gerne in die Kommentare nerven, weil wenn er mir genug nervt, kriege ich das schneller hin. Das ist, so funktioniert dieses YouTube-Spiel da. Müsst ihr diesen Kasper hinter der Kamera oder vor der Kamera oder wie auch immer, einfach genug nerven und dann kriegt er, was er wollt. Das ist... Und weil dann kriegen die nämlich das, was sie wollen, nämlich Aufmerksamkeit. So, haben wir das auch noch. Heute haben wir einen Rundumschlag zwischen andere Projekte, zwischen YouTube, Arbeit, also ein bisschen chaotisches Gelaber vom Herrn Ingenieur. Aber hoffe, ihr konntet irgendwas davon mitnehmen. Habt eine Denkansatzidee. Und vielleicht nutze ich mal meinen Zweitkanal, um irgendwie ein bisschen über die Ingenieurswelt auch zu reden. Aber der hat derzeit bloß 13 Abonnenten. Da will ich einfach noch ein bisschen seichtere Unterhaltung. Aber können wir mal gucken. Das ist nur ein bisschen der Zweitkanal, ist zum Rumspielen. Lasst da auch ein Abo da. Also wenn euch das so ein bisschen nebenbei Themen interessiert, ist auf jeden Fall so. Wenn das euch unterhalten hat, wenn das euch was braucht hat, bringt euch mein Zweitkanal auch was. Oder zeige noch ein bisschen Rüstungszeugs und sowas. Das wird auch spannend. Also von daher, guckt euch das alles an. Das wird spannend, unterstützt mich, dann bleibt spannend. Doch, kennt die Sprüche. So, bevor wir da 20 Minuten draus machen, also es heute gut sei, wünsche euch viel Spaß beim Bästle. Euer Blaster Ingenieur.